Sie kämpfen gegen Flammen. Sie kommen, wenn andere nur noch weg wollen. Sie haben ein Ziel und das heißt Leben retten. Ein Traumjob für Alicia C. Sie ist eine von 3 Frauen auf der Nürnberger Feuerwache 1 und hat 100 männliche Kollegen. Kurz vor 7:30 in der Früh, Schichtbeginn, 24 Stunden Dienst stehen an. Ich finde es spannend. Man muss sich einfach darauf einlassen, dass man nicht weiß, was passiert. Aber gerade das macht den Job so spannend und so cool. Ja. Alicia C. ist Mitglied im Angriffstrupp. Gemeinsam mit ihrem Kollegen geht sie im Ernstfall ins Feuer. Das Atemschutzgerät und den Rest der Ausrüstung bei Schichtbeginn zu überprüfen, ist ihre Lebensversicherung. Früher war sie Justizfachwirtin, doch die Arbeit im Büro machte sie nicht glücklich. Also wagte sich die 27-Jährige an die Aufnahmeprüfung bei der Berufsfeuerwehr. Dazu gehört auch der gefürchtete Sporttest. Ich habe mich da auch ganz gezielt darauf vorbereitet, auf den Sporttest. Gut, man weiß auch, was auf einen zukommt. Das ist alles im Internet beschrieben und da kann man sich schon gezielt darauf vorbereiten. Und das sollte man auch machen, wenn man da wirklich Interesse dran hat. Zu den Aufgaben gehört Personenrettung. Ein 75 Kilo Dummy muss in 60 Sekunden über 3 Runden gezogen werden. Die Anforderungen an Frauen und Männer beim Sporttest unterscheiden sich nicht, denn auch im Einsatz müssen alle die gleichen körperlichen Leistungen erbringen. Rauch auf dem Gelände der Feuerwache. Den Ernstfall zu üben, gehört für die Einsatzkräfte zum Arbeitsalltag. Alicia C.'s Ausrüstung wiegt 30 Kilo. Sie bereitet sich auf die Rettung 2 Personen vor. Der Rauchvorhang verhindert, dass zu viel Qualm beim Öffnen der Tür ins Treppenhaus entweichen kann. Jetzt müssen sie sich quasi blind aufeinander verlassen. Also wir haben zur Orientierung eine Wärmebildkamera dabei. Die hat einer von uns und der orientiert sich dann grob. Und da sieht man dann auch relativ gut, ob Personen in dem Raum sind. Und dann, ja, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, da was zu sehen, weil oft ist es so, dass man so 30 bis 50 Zentimeter, das war's dann. Auch für Chiara Fröhlich gehört das bald wieder zum Alltag. In wenigen Wochen kehrt sie aus der Elternzeit auf die Feuerwache 1 zurück. Die Vorfreude der gelernten Brandmeisterin und Notfallsanitäterin ist groß. Feuerwehr ist für mich wirklich mehr als Berufung. Dieses Versprechen, dass man anderen hilft und keinen alleine lässt, für mich ist das einfach der Inbegriff von Feuerwehr. Frau Fröhlich, hallo. Chiara Fröhlich wird in Teilzeit arbeiten. Statt 24 Stunden Dienst und 2 Tage frei heißt es für sie 24 Stunden Dienst und 6 Tage frei. Für ihren Chef Volker Pöll zwar planerisches Neuland, aber machbar. Was natürlich auch ansteht, ist weiterhin Dienst in der Leitstelle. Und zum anderen hat es auch nach meinem Dafürhalten das Klima in der Feuerwehr zum Besseren gewandelt. Am Anfang waren natürlich, nennen wir es mal, Berührungsängste da, die sich dann nach der Einstellung der ersten Dame dahingehend verändert haben, dass die Wachabteilungen aktiv nachgefragt haben, ob denn auch zu ihnen mal eine Dame auf die Abteilung kommt. Also man sieht, die Zeiten ändern sich. Dienst auf der Feuerwache heißt auch normal arbeiten, wenn kein Einsatz ist. Bedeutet für Alicia C., die Kolleginnen und Kollegen aller Feuerwehren im Stadtgebiet mit Dienstkleidung auszustatten. Ein guter Ausgleich zum Einsatzgeschehen, sagt sie. Traumatisierende Erlebnisse seien ihr zum Glück bisher erspart geblieben, aber das Leid anderer beschäftige sie manchmal bis zum Feierabend. Das ist dann schon einfach so dieses Menschliche, wo man dann dasteht und sich denkt, das ist jetzt wirklich einfach nicht cool für die. Und aber von solchen Situationen muss man auch irgendwie lernen, Abstand zu nehmen, weil sonst wird man da echt mit den Gedanken nicht fertig. Und dann muss alles schnell gehen. Alarm. Genaues zum Einsatz wird Alicia C. erst vor Ort erfahren. 1,5 Minuten bleiben ihr und den Kollegen, um auszurücken. Also ich finde schon, dass Frauen bei der Feuerwehr mehr sein sollten. Klar, das sollte irgendwann auch einfach normal werden, wie bei der Polizei. Also es ist ja jetzt auch schon so. Deswegen, ich sage zu jedem, wenn ihr da Lust drauf habt, probiert's, bewerbt euch, bereitet euch vor. Und wenn ihr sagt, das ist was für euch, dann
kommt. Alicia C. möchte Mutmacherin und Vorbild sein. Sie findet Erfüllung darin, im Team für mehr Sicherheit in der Stadt zu sorgen.